Herzlich willkommen beim Videochat von Vineyard Bern. Wir stehen in Folge 23 und ich freue mich so richtig, auch mit den Videochats in die Zeit nach der Sommerferien zu gehen. Das heisst, wir werden wieder ganz viele verschiedene Themen, Inhalte aufbringen und die einfach am Leben von Vineyard Bern teilhaben. Heute in dieser Folge ist der Martin Bühlmann bei mir und ich bin richtig gespannt, was wir zusammen werden entdecken. Komm einfach mit, lehn zurück und genieße es. Martin, schön mit dir hier zu hocken. Merci vielmals. Hast du den weiten Weg hierher genommen? Von wo bist du eigentlich gekommen? Von Sigriswil. Von Sigriswil. Mega gut. Hey, und ich glaube, es gibt etliche Leute, die heute vielleicht sogar das erste Mal einschalten, zuschauen und dich vielleicht gar nicht kennen. Darum, wer bist du? Stell dich mal ein bisschen vor in deinen eigenen Worten. Ich bin Martin Bühlmann, verheiratet mit der Georgia seit bald 50 Jahren. Vater von Marius und von Matthias. Da haben wir noch 3 Töchter. Wir sind Gründer von der Vineyard Bern. 1981, am 9. September, haben wir das erste Meeting gehabt und freuen uns an allem, was in der Vineyard Bern passiert. Besonders an dieser Herzensvision, nicht für sich zu leben, sondern für die Menschen in der Stadt und der Region Bern. Yes. Über das Thema, eigentlich, das du jetzt gesagt hast, werden wir heute auch intensiv darüber reden. Und darum eigentlich zum Start meine Frage für dich: Warum brennt dein Herz für Bern? Also ich bin in der Stadt Zürich geboren worden, aufgewachsen, habe mich mit 18 unsterblich verliebt in ein Modi von Hünibach bei Thun. Und die Frau hat mich nicht mehr losgelassen, darum bin ich dabei geblieben. Darum sind wir so lange geheiratet, obwohl ich nicht so alt bin. Ja, und ich hatte die erste Arbeitsstelle in Bern bei BKB. Und sie hat in Elfenau eine Anstellung gehabt. Und dann bin ich ein Jahr, 2 später zum Glauben gekommen. Und Bern war einfach der Anzugspunkt von unserer Liebe zueinander, aber dann auch zu den Leuten in der Stadt Bern. Zum Beispiel, die meisten wissen nicht, was das ist. Kennst du das Pinocchio noch? Nein. Ja, das ist gar nicht möglich, weil das gibt es schon lange nicht mehr. Aber dort sind wir auch essen zusammen. Pinocchio, und ich habe die ganze Woche das Geld gespart in der Schule, dass ich nichts ausgegeben habe, dass sie am Mittwoch sie einladen in Pinocchio. Und so ist Bern verwoben mit Berufung, mit Liebe, mit Herz, mit Menschen. Und so hat die Stadt mich total eingenommen. Kannst du uns 1, 2 Geschichten erzählen, wo wie gerade die Menschen, die du davor redest, weißt, wie auch einschließen? Es war ja nicht einfach, ihr seid ein Club von ein paar Menschen und euch hat in dem Sinne wie die Aussenwelt, alles was um euch herum passiert, gar nicht interessiert. Ganz im Gegenteil, ihr seid mit Menschen unterwegs gewesen, habt eingeschlossen, wo es nur ist gegangen. Und da ist sicher 1, 2 Geschichten, die du uns erzählen kannst. Ja, also ein Mentor von mir hat mich, das war so 1980, gefragt. Ich habe auf dem Hasliberg gewohnt mit der Familie. Er hat gesagt, du willst Kühe bekehren hier. Und das hat mir noch eingeleuchtet. Das hat nicht viele Leute. Ja, in welche Stadt willst du gehen? Und da ist mir nur Bern eingefallen. Und dann sind wir 4 Männer sind nach Bern gegangen, eine Wohnung suchen. Und wir haben also tatsächlich überall geläutet, ob noch eine Wohnung frei sei. Ja. Und so sind wir dann da gelandet. Es hat sich eine Gruppe gegeben. Und ich mag mich noch erinnern, der Bene Müller, der war auch dabei, ist 2 Jahre jünger. Und wir sind jeden Morgen beten, am 6. bis am 7. Jeder, musst du dir vorstellen, 5 Mal in der Woche am 6. Gebet. Wenn man das heute hört, das dreht einem um. Und nach dem Gebet am 7. haben wir das Mörgeli und dann sind wir in die Stadt Menschen vom Frieden suchen. Einfach, wo können wir das Herz von Jesus teilen? Wir sind in McDonald's, im Burger King, im Migrolino, das hat es auch noch gegeben, das war so ein Migros-Burger. Und da hat es noch das 40 gegeben, der 4. weiss ich nicht mehr. Aber wir sind gegangen von einem zum anderen und einfach mit dem Verlangen, dass wir über unseren Glauben reden können, Menschen irgendwie in Kontakt kommen. Und dann sind wir mal
vor einem irgend so Burgerhaus, Burger King oder so gewesen, beim Hirschengraben, zusammen gegen den Abend. Ich habe wieder gefragt, wie können wir das Evangelium weitergeben. Und ich habe eine Stimme, die sagt mir, gang raus und stand vor der Schaufenster, wo man gerade rein sieht in Burger rein. Gang dort raus, dort steht eine Frau. Ich spreche sie an, die hat sich ein paar Tage vorher in London bekehrt. Und ich habe die gerade mitgenommen. Mhm. Und das waren ganz viele so Geschehnisse. Oder wir haben einen kennengelernt, einen Flüchtling aus Afghanistan, der hat im Mohnhaus in einem Zimmer mit 2 Kindern und Frau gelebt. Und das war eine Sache. Und da sind wir gerade raus und haben ihm geholfen. Wir haben in einer Villa gemietet, als Wohngemeinschaft in Muri. Ja. Haben ihn eingeladen, der ist natürlich nicht mehr rausgekommen. Und auf jeden Fall haben wir eine Stelle beschaffen auf dem Friedhof zu Muri. Das war für einen Muslim schlimm. Aber unglaublich, das hat unser Herz gefüllt. Wie Menschen, wenn man offen ist, sich berühren lassen. Und vor allem der Glaube nicht für sich leben. Das frage ich mich manchmal. Bin ich gläubig für mich? Dann macht es nicht so viel Sinn. Übrigens, der Mann, ich habe den Namen jetzt vergessen, dummerweise. Der verkauft heute Gückeli, der hat so Gückeli-Wagen in Stadt Bern und rundherum. Und ich habe den mal gesehen, das hat mich so berührt. Einfach, weil wir mit unserem Leben durch Freundlichkeit, durch Offenheit, durch Dienstbereitschaft, durch das Wegschauen von uns selber in den Menschen etwas sagen, das irgendwann aufgeht. Und die Tochter von dem Muslim aus Afghanistan, die hat sich bekehrt. Die ist, glaube ich, nicht mit der Vineyard, aber sicher ein Jahr, 2 in der Vineyard gewesen. Und das hat mich berührt. Das war ein kleines Kind, aber Gott lässt Samen aufgehen. Yes, ich finde, du sprichst einen mega spannenden Punkt damit, nicht eigentlich nur Glauben für mich selber, sondern für Menschen um mich herum. Und ich glaube, mit dem können wir uns wirklich wie auch unserem Herz für Bern zuwenden. Oder ich glaube, man kann direkt sagen, hey, unser Ziel ist es nicht, mit dem Projekt «Unser Herz für Bern» etwas zu machen, das einfach uns selber dient. Darum meine Frage an dich, nimm uns dort mal ein bisschen rein, «Unser Herz für Bern». Vielleicht gibt es Menschen, die das noch nicht einmal gehört haben, was das ist. Was ist «Unser Herz für Bern»? Was machen wir da? Das wichtigste Wort ist «für». Nicht «unseres». «Für». Das ist ja das Missverständnis vom Christsein. Schon als ich sehr jung war, als ich mich auseinandergesetzt habe mit dem Glauben, habe ich vor allem Evangelien gelesen. Ja. Und dort ist mir der Jesus begegnet, was er gemacht hat. Und man hat nie, wenn man die 4 Evangelien liest, nie das Gefühl, es geht um ihn. Ja, kann ich nachvollziehen. Es geht um Menschen und ihre Bedürfnisse. Und seine Fähigkeit mit unterschiedlichen Menschen, die auch nicht glauben oder das Falsche glauben oder den falschen Ursprung haben, umzugehen. Und das hat mich sehr das Leben lang eigentlich geführt. Und ich habe gerne darauf geschaut, dass wir in unserem Freundeskreis gescheiterte Menschen haben. Weil es mir gedacht hat, man hat Jesus vorgeworfen, er sei nicht mit den Gerechten zusammen, sondern mit den Sündern. Ja. Und das hat mir gedacht, wenn ich ihm nachfolgen will, heisst ihm nachfolgen, also das, was er gemacht hat, dort tun, dann kann ich gar nicht anders, als dass ich Menschen, die gescheitert sind, in mein Leben hineinlasse und mein Leben noch verschenke. Aber der Gedanke für unser Herz für Bern ist eigentlich durch den Apotheker entstanden. Und da ist ja eine ganze Geschichte dahinter, wie ist der Apotheker zustande gekommen, wie ist er gebaut worden. Dorthin will ich nicht. Aber eine Herausforderung war Corona. Ja. Also Corona hat all guten Absichten von der Vineyard Bern, ein super Team zu installieren, auf den Kopf gestellt. Oder? Und ich habe irgendwie mich zurückgehalten, weil ich der Vater bin von Mari, von Matt. Da hat mich ja nicht so gern wie so der ältere Vater, der noch über die Schulter schaut und sagt, ja. Und ich wusste, das wollte ich nicht. Ich wollte allen Raum lassen,
oder der Leitung, der jüngeren Leitung. Ich bin nicht der Besserwisser, aber das war eine Krise, wo ich gemerkt habe, das greift Vineyard substanziell an. In Form von Zusammenhalt, in Form von Vision, in Form von Finanzen. Also das ist schwierig geworden. Und bin mal heim und dachte, das würde ich jetzt machen, wenn ich in dieser Situation wäre. Und habe mal so ein Blatt geschrieben, ich weiss nicht, 4 Seiten, 5, 6 Seiten. Ja, da kann ich mich noch erinnern. Genau. Und habe das nicht gedacht, die müssen das machen, sondern ich habe mehr meine Sorge vom Herz geschrieben. Und wenn ich Sorge habe, suche ich Lösungen. Und der kommt mir während dem Schreiben so, bang, unser Herz für Bern. Weil ich realisiert habe, im Zusammenhang mit diesem Raum, ein Teilraum ist es nicht geworden. Jetzt noch mal versuchen, ein Geschäft in Gang zu bringen, da verlieren wir die Vineyard-Leute und wir verlieren die Glaubwürdigkeit und anderes. Es muss wie etwas anderes sein. Und da habe ich gemerkt, was mir vorschwebt, ist ein Raum, wo die Leute den Menschen von der Vineyard begegnen können und wo Sachen, die der Vineyard wichtig sind. Und ich meine jetzt nicht so übersteigerte geistliche Sachen, sondern Gerechtigkeit, Liebe, Dienstbereitschaft und, Kunst, wo das kann berührbar erlebt werden kann. Und bin so darauf gekommen, der Raum, den wir hier haben, der soll wie ein, wie sagt man das, ein Demoraum, nein, man sagt anders, ein fast Showroom. Showroom. Showroom of God's Love. Ja. Ein Showroom von der Vineyard Bern, von Gottes Liebe, die eben nicht nur für uns in der Vineyard ist und auch nicht nur für die Gläubigen, gell? Yes. Sondern für die Menschen. Weil Jesus ist nicht für die Gläubigen gekommen. Yes. Jetzt hast du eben so ein bisschen den Fokus, fast ein bisschen das Herz davon noch mehr beschrieben, noch ausführlicher erzählt. Wir sind jetzt rund 1 Jahr zusammen unterwegs. Auch wir haben verschiedene Säulen, es sind da verschiedene Menschen drin. Also es ist überhaupt nicht so, dass du, Martin, dort einfach wie allein bist und that's it, sondern wir haben 4 verschiedene Säulen, die 4 verschiedene Themengebiete, sage ich mal, haben. Die hast du schon genannt. Das eine ist Gemeinschaft, Vineyard Bern allgemein. Eins ist Gesellschaft, eins ist der Dienst am Nächsten und das 4. Kunst und Kultur oder Kreativität. Und komm, wir erzählen mal in einem ersten Schritt so ein bisschen, hey, was ist, wenn wir auf das Jahr zurückschauen, bereits entstanden? Was sind die ersten Sachen, die dir dort in den Sinn kommen? Also erstens muss man mal sagen, mir geht es ganz langsam. Nur, dass ich das vorausgeschickt habe. Ja. Weil in meinem Herzen, in meinem Kopf sind wir schon 3 Jahre weiter. Aber das ist auch ein Lebensthema für mich. Mich daran zu gefallen, dass nicht alles so schnell geht, wie ich mir das vorstelle. Aber was entstanden ist wirklich Menschen in der Vineyard Bern, und das merke ich ganz stark, eine zunehmende Zahl von Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ich habe zum Beispiel jemanden gefragt für Kreativität, Worship und Creative Arts, wo ich gedacht habe, hey, wenn ich den habe, der weiss, wie es geht und so. Der Mann sagt mir zu, 2 Tage später ab und ich gehe in mich und habe die Stimme, habe zuerst gedacht, ja, jetzt versuche ich es nochmal bei ihm. Ich gehe noch ein bisschen krebeln und machen und tun. Und innerlich habe ich die Stimme, nein, mach das nicht. Warte, bis ich dir die Leute gebe. Und dann bin ich mit abgesagten Hosen da gestanden, weil wenn du auf den Herrn wartest, ist es nicht 3,5 Minuten. Ja. Dann lässt ich 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate warten. Und in diesem Warten fängst du an, Selbstzweifel zu entwickeln. Und dann bin ich auf die erste Person gestoßen, ich weiss nicht einmal mehr wie, Sonja Hofer. Ja, genau. Und nachher war Irina Pfister da. Und beides wunderbare Frau, aber mit wenig Erfahrung. Und ich, oh, was mache ich jetzt? Und dann ist unsere Deborah Bülmer dazugekommen. Und da habe ich gemerkt, ich muss die ein bisschen machen lassen. Ja. Es geht nicht darum, dass ich sage, du musst jetzt das, dieses, jetzt, sondern dass
die Vision aufwachst, gell? Von innen, von innen. Und das ist passiert. Und jetzt merke ich, die haben Vision, die haben Klarheit. Da kommt das Mini-Art, jetzt nicht alle Monate, jeden zweiten Monat, eine Künstlergemeinschaft am Samstagabend, die hier wird sein. Die haben sich auseinandergesetzt, wie sie das machen wollen. Sie haben sich engagiert für Vernissage. Der Brian Morgan. Morgan. Genau. Da habe ich dir auch mal gefragt, du könntest dir vorstellen, Vernissage zu machen. Oh no, Martin, no, I can't imagine. Keine Woche später hat er mir geschrieben, mal. Okay. Und sie koordinieren das. Und ich merke, da ist wie etwas hergewachsen. Es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht entwickelt. Aber in meinen Augen ist es ganz, ganz toll, einfach mitzuverfolgen, wie etwas entsteht und wie Menschen sich engagieren. Und dort habe ich gemerkt, je stärker du meinst, du wüsstest, was sie sein, Ja. desto stärker beschneidest du das. Im Grunde müssen wir umdenken, dass der Raum sich mit Leben füllt. Das ist nicht das Leben von einem, der eine Vision hat. Das ist das Leben von ganz vielen, die Visionen haben. Und den Freiraum zu schaffen, das ist zum Beispiel gewachsen. Oder mit dem Matt diskutiert über Gesellschaft, das Denklabor, das ist und wiederkommt, in Zusammenarbeit mit Yale University und Freiburg Universität, könnte man sagen, ja, ist das? Ja, das ist etwas. Ich habe immer wieder gehört, dass heute noch in der Vignette Bern, übrigens in Freikirchen genau gleich, auch in der Landeskirche, ja, die Predigt, die geben mir nicht so viel. Abgesehen davon, dass eine Predigt nicht einem etwas geben muss, sondern etwas auslösen sollte, das wir geben können. Aber das ist ein Missverständnis. Ist es aber so, dass jetzt mal auf der philosophisch-theologischen Ebene die meisten Predigten natürlich nicht so stark sind. Und wenn sie stark wären, würden 80% der Leute sagen, oh, der schnurrt gäng über Migräne weg. Oder? Und haben wir im Denklabor gemerkt, in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass junge Leute Meinung bilden können. Ja. Du musst ihnen nicht sagen, schwarz-weiß, ja, nein, sondern Prozess diskutieren, nachforschen, unterwegs sein. Das ist das Denklabor. Und in meinen Augen eine hervorragende Möglichkeit, nicht nur für Leute aus der Vignette Bern oder der Uni. Ich hoffe wirklich das nächste Jahr, dass wir auch Leute aus der Uni gewinnen zu kommen, weil es eine Plattform ist, wo du Theologie, Philosophie und Glauben erarbeitest, quasi nicht informierst. Oder dann entstanden die mindestens vier Politikum heisst es. Politikum. Genau. Ja. Dass man immer eine Woche vor Abstimmungen nach der Wahl eine Plattform bietet für Gespräche, auch wieder gegensätzliche Punkte. Das sensibilisiert uns auf der einen Seite die Vignette Bern. Christen haben einen Hang, apolitisch zu sein. Ja. Und durch das übernehmen sie keine Verantwortung in der Gesellschaft. Keine Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, ist eine Sünde. Aber mit dieser Sünde finden sich die meisten Gläubigen ab. Okay. Aber eigentlich wollen wir sensibilisieren. Wir wollen sensibilisieren, dass es nicht darum geht, hast du diese Meinung oder die, sondern setzt du dich mit dieser Stadt, mit diesem Kanton, der Region auseinander und trägst du etwas bei, dass sich etwas entwickelt. Das sind jetzt so, ich könnte noch weitergehen, aber das sind so ein paar Beispiele, die wir packen. Ich glaube, etwas, das man auch ein bisschen wirklich ausdehnen kann, auf das, was du erzählt hast beim Team Kunst und Kreativität, das wie noch eher neu ist, sage ich mal. Ich glaube, haben wir auch ähnliche Situationen gehabt, oder mit dem Mittwochsmomenten, der entstanden ist, wo der Film mit einem Team hat angefangen, wo unterschiedliche Sachen durchgeführt wird, vor allem Malen, der Brian ist vorhin schon erwähnt, der dort drin ist. Einfach ganz unterschiedlichste Menschen, die dort miteinander im Prozess waren, ein Team geworden, sicher immer noch herausfinden, auch, hey,
was könnte die Zukunft bringen, wie könnte es weitergehen, wenn wir Anpassungen vornehmen und so. Genau, kommen wir noch die Gesellschaft gleich noch mehr aufnehmen. Etwas, das ja dort auch am Wachsen ist, mit dem Matt Bühlmann, wo er ziemlich stark involviert ist mit der ukrainischen Community, die wir hier haben. Wir haben noch weitere Communities, aber wir bleiben mal schnell bei der ukrainischen Community. Kannst du uns dort in deinem Erfahren, in deinem Erlebnis erzählen, wie das da zustande kam? Wo sie jetzt so dran sind, in welche Richtung dass sie sich entwickeln? Also entstanden ist das so, der Leiter von Kiew, von Boris, der Chemo, ja. der Boris Grisenko, eigentlich heisst er Salzmann, der Großvater. Okay. Die haben den Namen gewechselt, weil es nicht gut war, einen deutsch-jüdischen Namen zu tragen. Darum hat er den ukrainischen Namen Grisenko, seinen Vater angenommen. Er und ich sind mit Toward Jerusalem Council II, das ist eine Bewegung, ökumenische, die mit den messianischen Juden die Einheit sucht. Wir sind dort im weltweiten Vorstand. Und wir sind beide ein bisschen auffällig. Er schläft gerne ein und ich mache gerne Seich. Okay. Und durch das sind wir uns nachgekommen. Und als der Krieg angefangen hat, habe ich ihm gerade angerufen, was können wir machen. Und durch das haben wir dann 500.000 Euro investieren. Das war ja wahnsinnig, auch für mich. Auf jeden Fall besucht er seine Frau, die ist als Flüchtling in La Chaux-de-Fonds. Ja. Das heisst, als der Krieg angefangen hat, sie in Israel gewesen. Und dann sind sie nicht zurück, sondern in die Schweiz. Und er hat die Frau besucht, sie haben uns besucht, Sigriswil. Und ich frage ihn, du, das ist super, was wir machen können, investieren, aber was machen wir mit den Ukrainer da, oder? Ja, genau. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann sage ich, ja, du, eigentlich brauche ich 4, 5 Leute. Ich brauche jemanden, der es leitet, jemanden, der kommuniziert, jemanden, der Seelsorge macht, jemanden, der Anbetung macht, zum besten einer, der ein bisschen predigen kann. Ja. Bring du 3 bis 5 Leute und ich schaue fürs andere. Und innerhalb Wochen waren die 3, 4, 5 Leute da. Und dann haben wir hier angefangen, in einer Apotheke. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig, messianische Liturgie und Kultur. Gell? Also, sie haben mich eingeladen zum Predigen. Am 11 Uhr fängt es an, glaube ich. Ja, irgendwie und so. ich bin um 11:30, nein, ich bin vielleicht schon am 11 Uhr da gewesen. Ich bin etwa um 2 Uhr zum Predigen gekommen. Okay. Ja. Warum? Ja, sie tanzen zusammen eine halbe Stunde. Da ist Gemeinschaft. Da ist die rabbinisch wird der Kalas, Brot gesegnet, der Wein gesegnet, Kerzen angezündet, eben der Wein getrunken. Und das ist ganz eine andere Art und Weise, einen Gottesdienst zu haben. Aber ich habe gemerkt, hey, es geht mir nicht darum, die müssen Vineyard sein, sondern die müssen sich sein. Und so ist das dann gewachsen. In der Zwischenzeit sind sie auch schon in die Vineyard Bern am Sonntag tanzen, was ich total spannend finde. Durch das, im Maximum sind hier 120 Leute. Im Minimum in den letzten Monaten 60, Schnitt etwa 80 bis 100 mit den Kindern. Jetzt hat sich das von hier fortgepflanzt nach Esslingen bis Stuttgart. Dort hat es eine Gruppe von 60. Da habe ich mitgeholfen. Dann habe ich in Berlin mitgeholfen. Da sind wir jetzt 40. Jetzt bin ich dran in Dresden und in Holland. Und letzte Woche habe ich gehört, dass von Mike Bickle in IHOPE gesagt worden ist, sei ja verrückt. Da sage ich jetzt eine Kirche aus den Nationen, also von Nicht-Juden, die mit einer jüdischen Bewegung zusammen Gemeinden gründet. Und ich habe gemerkt, du, ich habe gar nicht viel gemacht. Ja. Aber das ist in Bern passiert. Hier im Apotheke. Jetzt ist es schon in Berlin und in Esslingen, nach Dresden will's, nach Holland. Und in Kansas City redet man davon. Ist das nicht krass? Hey, auch dort wieder ein Ort, wo so viele Menschen Herzblut, Energie, Zeit hergeben, für das etwas entstehen kann. Und
Ich habe es vorher schon ein bisschen vorweggenommen. Wir haben weitere Communities, die hier stattfinden, einmal im Monat. Also wir haben eine English-Speaking International Community, die ihre Treffen hier durchführt, einmal im Monat, unter dem Community-Wochenende. Genauso aber auch die Community vom 7. Gottesdienst, die auch einmal im Monat hier ist. Und das Coole ist auch dort, dass schon, als der Apotheker zugegangen ist, nach dem 7. Gottesdienst hier im Apotheker gar nie zu gewesen, weil gerade von Anfang an einfach Menschen da waren, die gesagt haben, hey, komm, können wir es nicht für uns selber offen haben, können wir nicht für uns selber nach dem 7. Gottesdienst wie das weiter betreiben. Und so ist das einfach gewachsen und auch dort habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe mit der Eli Baumann und 2, 3 weiteren Personen hurtig geschaut, koordiniert und was eigentlich das Schöne ist von dem her, dass wir gerade heute noch ein Treffen haben, wo es genau um das wird gehen. Hey, potenzielles Barteam, gibt es vielleicht sogar noch Möglichkeiten, wie wir auch noch ausdehnen können, eigentlich hier der Apotheker, den Raum weiter und mehr offen zu haben, einfach weil Menschen da sind und sagen, hey, ich würde mich gerne einbringen, ich würde gerne Energie und Zeit verschenken und das feiern wir. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dort noch weiter passiert. Nach der Herbstferien sollte auch noch ein Nachhilfeangebot entstehen, wo eine Person anfängt, aber auch möglichst klein. Er will wie ein kleines Team aufbauen, für das einfach junge Menschen von Stadt Bern drumherum auch kann geholfen werden kann. Wir werden auch in nächster Zeit wieder Plattentaufe, Konzerte haben. Also wir haben ganz viele Sachen, die werden aufkommen, aber wo ich noch hergehen möchte, vielleicht so langsam zum Schluss zu kommen. Wir haben viel über Menschen geredet, die mithelfen. Und ich glaube, dass auch unser Gespräch von verschiedenen Menschen geschaut wird, die das hören, die das durchleben und merken, hey, ich will da auch mithelfen. Wenn ich jetzt interessiert bin, was soll ich machen? Was ist für mich der richtige Weg? Also ich denke, zuerst, und da liegt mir daran, dass jeder versteht, gemeint sein heisst, eigentlich Mitarbeiter mit Jesus zu sein. Mhm. Der Glaube ist nicht für mich, ist immer für andere. Jesus hat mich erreicht, um andere zu erreichen. Das ist eine Grundsatzeinstellung. Mhm. Der Apotheker dient unserem Herz für Bern. Das ist wie der Startpunkt, wo wir Menschen erreichen können. Mhm. Es ist so offen, es ist gerade beim Bundesplatz. Es braucht nicht viel, dass wir Menschen dienen können. Mhm. Und das Zweite, was mich deucht, in einer Gemeinde, die grösser ist ein Problem. Man entdeckt Menschen mit ihren Gaben zu wenig. Ja. Und das ist eine Gelegenheit, wo Menschen plötzlich ihre Gaben finden und brauchen. Und es entsteht etwas Grösseres. Mhm. Wenn ich das zum Beispiel Irina Pfister ist für mich ein super Beispiel. Die Frau ist on fire. Und das berührt mich, einfach zu sehen, wie der Raum das gegeben hat. Das Erste, was jeder sich fragen muss, ist, kann ich anderen Menschen auch dienen? Ja. Und das muss jeder in der Vignette Bern oder darüber hinaus mit sich selber abmachen. Mein Christsein ist nicht für mich und für die Gläubigen. Mein Christsein ist immer für Menschen, die Jesus fernstehend sind. Gang. Das Zweite ist, einmal sich öffnen, einmal zu Anlässen kommen, hier, gleich was es ist, mit Ukrainer oder Vernissage oder vollständig gleich was, und mal mit diesen Leuten anfangen, das Gespräch zu suchen. Ja. Ich würde nicht mal sagen, Leute jetzt den Vignette ins Büro an. Mhm. Das ist für mich nicht so organisch, sondern komm mal, red mit Leuten und frage, was passiert da? Was passiert? Und kann ich etwas beitragen? Und das ist für mich das Gespräch mit Menschen von der Vignette Bern, die hier sich engagieren. Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Und nachher wachs mal. Du musst dich nicht entscheiden, bis ans Ende von deinem Leben das zu machen, oder? Ausser du bist jetzt 98, dann bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Aber du kannst schon mal sagen, hey, ich will ein Jahr, 6 Monate, 2 Jahre, mal mich investieren, wo hat einen Platz, der mir gefällt, der meinen Gaben entspricht, wo ich will gerne darüber reden mit meinen Freunden oder denen, die nicht gläubig sind. Und das Dritte, an dem beißen wir im Moment, die Räumlichkeit
wenn wir auch finanziell tragen. Ja. Und die Idee ist 100 Menschen, 100 mal 100. Das ist also mehr ein Slogan, gell? Es kann 200 mal 50 sein, das gibt dann das Gleiche. Aber wir brauchen etwa 10'000, es wäre gut 10'000 Franken pro Monat zu haben. Das heisst, wir belasten die Vignette Bern nicht. Und wir tun spezifisch und klar, fokussiert die Räumlichkeit für unser Herz für Bern brauchen. Und das wird ermöglichen. Und da suchen wir sie etwa bei knapp 30% heute. Oder? Und ich denke, wenn wir noch 70 Leute finden, die 100 Franken geben oder 140 von 50 geben, das ist etwas, was mir auch ein bisschen zu langsam geht. Also ich hätte Freude gehabt, wenn es schneller geht. Bin mir aber auch bewusst, für die Menschen in der Vignette Bern ist die ganze Geschichte mit Umzug, Corona und Leitungswechsel und da hat so viele verunsichernde Punkte gehabt, wo das auch ein bisschen, weniger beschleunigt hat, sondern bremst hat. Aber das wären eigentlich die 3 Faktoren. Yes. Hey, ich finde es so cool, wie du auch dort vorgekommen hast. Komm hierher, du eigentlich wie die Luft schnuppern und nicht einfach schreib uns ein E-Mail, Leute da, sondern mit Menschen, die hier bereits aktiv sind, in Kontakt zu kommen, finde ich sehr, sehr cool. Hey, bevor ich ein Schlusswort mache, habe ich noch irgendetwas vergessen? Möchtest du noch etwas sagen? Also genau sagen könnten wir noch lange und ja, viel. Das oder? Also das genau. Ist so. Nein, ich will noch etwas sagen. Gerade durch das, was Georg und ich die Vignette Bern gegründet haben, oder die Gemeindegründung in die Vignette geführt haben, ich bin begeistert von der Leitung und von den Mitarbeitern. Ich würde sagen, die letzten 3-4 Jahre waren heftig mit allem, was passiert ist. Und das braucht so viel, dass man auf der einen Seite die Freude nicht verliert, dass man die Kraft und das Engagement nicht verliert, in gewissen Situationen auch nicht bitter wird, dass man den Blick auf Jesus im Vordergrund hat und wirklich von Liebe Gottes getrieben unser Leben lebt und uns verschenkt. Und mich dünkt, die Leitung hat sich wahnsinnig entwickelt. Und die Leitung genießt mein volles Vertrauen. Ich habe so das Gefühl, ich engagiere mich gerne mit dieser Leitung. Weil ich merke, die machen nicht alles recht. Ja. Ich habe nie alles recht gemacht. Also wir legen auch Eier. Aber wenn wir einander unterstützen können, dann kann etwas Gutes daraus werden. Yes. Hey, merci vielmals, dass du da warst. Und ich möchte einfach die das geschaut hast, einladen. Hey, nimm das mit, spul vielleicht noch mal ein bisschen zurück, tu noch mal einen Part von diesem Gespräch nachschauen, der dich irgendwie aufgewühlt hat oder der dich zum Nachdenken gebracht hat. Und nimm das mit, nimm sie in dein Herz und wenn du dich investieren möchtest, egal ob das finanziell ist, aber genauso, wenn du eben sagst, hey, ich möchte hier Luft schnuppern, ich möchte wie sehen und lernen kennen, was ihm passiert ist, dann laden wir dich ein auf unsere Webseite vignette-bern und dort wirst du mehr über die ganze Geschichte, die hier im Laufen ist, finden. Und ich danke dir einfach vielmals für deine Interesse, für dein Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Habt ganz einen guten Abend. Tschüss.